Hoi zusammen! Heute, wie ihr seht, sind wir nicht im Wallis, sondern im Berner Oberland, in Niederried. Genau. Und wir sind auf Besuch bei unseren Nachbarn. Was Nachbarn, fragst du? Niederried, Mund sind doch nicht Nachbarsdörfer. Nein, aber sie sind ganz nah bei uns. Die Leute, die wir hingehen besuchen, eine ähnliche Philosophie, ein ähnlicher Gedanke, aber vor allem ein wunderschöner Hof. Und sie zwei machen das Zweite genau gleich wie wir. Wir gehen nämlich auf den Sülerhof, oder? Genau. Den Sülerhof kennenlernen. Und schau mal da hinten. Der dort hinten winkt. Das ist der Chef vom Sülerhaus. Aber komm, wir gehen ihn kennenlernen. Warte. Oh! Ja, heute zusammen! Schön sind wir im Berner Oberland. Hey, stell dich schnell vor. Hey, heute zusammen, ich bin der Patrick. Ich bin der Mann von der Nathalie. Zusammen haben wir einen wunderbaren Sohn bekommen kürzlich und wir führen den Zielenhof. Gehen wir schauen. Wanna see myself as a part of the whole. Grow some food for my family food bowl. Stand my ground but give up control. Know the boundaries but tear down all the walls. Won't give up or give in to apathy. Gonna plant a tree, then plant another 3,000. Now's the time to start feeding my soul. Feeding the soil, believing anything is possible. Schau mal diese Aussicht. Hey, es fängt ja Hammer da. Ich habe noch nichts gesehen, aber ich habe schon so viel gesehen. Ich bin begeistert. Ich sage euch, der Tag wird der Hammer. As I get older, some things Also become da muss ich gerade clearer. The hinsitzen. end of my life is always getting Jetzt sind wir nearer. etwa 5 Minuten da. Und ich muss sagen, boah, wenn ihr das gesehen hättet. Zielerhof, boah, ist das ein Traum. Schau mal. Seht ihr da die Aussicht von dem Sitzecken, wo ich sitze? Ui, ui, ui. Focusing on the things that bring meaning. Food, community, love and healing. Aber hübsche Hyänen, aber ein cooler Stall. Hey, Tom Taylor! Ich sage nur Tom Taylor. Also Holz. Schau mal. Ist das vom eigenen Wald? Ich glaube es, ja. Noch vom Vorbesitzer. Vom Vorbesitzer? Also nicht einmal selber müssen schneiden? Nein. Also wir haben wirklich 20 Stier Holz so. 20 Sternholz vom Vorgänger. Nur schon wegen dem hat es sich gelohnt. Da I'm getting tired of all this moving around. Wanna bring it Hinter back. Türe Nummer 1. Piece of ground. Been talking about Oh, it, schau now mal. it's done. Oh, den sind All I Cousin. wanna do is make a deeper connection with some. Hoi, der Fidelius. Ja, das ist auch ein Schwarzhalssiger. Hä? Hoi, Fidelius. People fair. Well, I've been looking for the Schmeckst du Odin? Ja, gell, du schmeckst Odin gerade. earth. People fair. Well, show me where to find the earth. People fair. Yeah, yeah, yeah. Winter die Hälfte und Frühling fehlt noch ein bisschen etwas, aber wenn wir jetzt den Garten oben zu nehmen können, dann Das ganze Jahr. können wir es wahrscheinlich dann schon. Vor allem ein bisschen, weißt, so Herdöpfelreserven, so Lagersachen, ein bisschen mehr Rüebli, die du kannst lagern, dass du im Winter wirklich auch die eigenen Sachen, Knollen, Gemüse und so kannst. Das Treibhaus vielleicht noch ein bisschen tunen, dort noch ein bisschen etwas würde ich gerne. Ja. Gut, da haben wir Pläne. Almas verschiedene, oder? Schweibenalb ist das zum Beispiel ein schönes Beispiel. Die haben dort Das ist dort hinten, oder? weisse Flecken, die so ein bisschen rausgehen. Ja. Dort, ja, man sieht es, wenn es dunkel ist, sieht man ein paar Lichtchen. Dort oben drauf ist die Schweibenalb. Also wir gehen jetzt hier den Grauwasserbereich anschauen. Sie haben ihre eigene Kläranlage. Erste Becken hier. Ja. Da fließt eigentlich das ganze Wasser rein, das ganze Dreckwasser kommt hier rein. Yeah, da sieht man schon den Scheiße, wo man schwimmt, oder? Genau. Nachher da hast du die ganze Steuerung, Ja. Belüftung. Das ist eine Luftpumpe, die Ja. du einerseits kannst zum Umwälzen brauchen, zum Belüften und zum Abpumpen. Das Klärbecken noch drinnen. Wo noch nicht ganz sauber ist. Ja, das bringst du nie ganz sauber Ja. her.
sie sind letztlich Tests machen, das ist okay. Und nachher geht eigentlich sauberes Wasserfluss da hinten raus. Dort, man sieht das schwarze Rohr. Genau, das schweißt raus. Da Granit bestellt. Und dann haben wir das Glück gehabt, dass wir im Dorf vorne ein Steillager von einer Baufirma. Ja. Und dann haben wir einfach können dort uns die schönsten raussuchen und zahlen, was wir brauchen. Aber über die Hälfte ist vom eigenen. Etwa die Hälfte. Ja. Etwa die Hälfte, ja. Gut. Das ist auch ein bisschen die Philosophie von ihm, dass man schaut, dass man das braucht, was rum ist, oder? Ja, ich würde sagen, erzähl mal, wer macht die Mauer? Wo findet man so einen talentierten Maurermeister? Ja, das ist ein Kollege von mir, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Und der arbeitet sonst für Stiftungen, tut so Wanderwege in den Bergen vor allem reparieren. Und, Hat er eine Homepage? Weiss ich gar nicht. Er ist eben auch noch Künstler, er macht auch andere Sachen noch. Ja, Dort komm, hat er dann- sicher eine Homepage. da können wir Also wir sicher- finden ihn sicher. Was ist da hinter dem Haag? Hier hinter dem Hagen ist das Hühnerkäg. Ah. Wir haben schon ein paar Mal Habichtangriff Ja. gehabt. Und dann haben wir uns entschieden, wirklich ein fixes Aussenkäg zu machen, wo wir jetzt dran sind. Der Hag ist. Das Netz ist auch provisorisch, aber jetzt müssen wir eigentlich mal dann noch Stromhag frisch ziehen, das Netz schön drüber spannen und dann haben die da einen wunderbaren Auslauf. So, haben wir so Glück gehabt. Aus einem Gletscher, weißt du gerade welche? Dann kommt nämlich das Wasser dann dort, oder? Nein, da haben wir uns so, überlegt, ja, ob wir das okay. wie einbauen wollen. Ja. Dass ich, aber also, ja, wir haben nur schon an dem Bänkchen 3 Tage rumgebastelt. Ja. Und irgendwann haben wir dann gefunden, hey, wir müssen mit dieser Mauer fertig werden. Und in einer Welt. A stray alien wandering this ancient land. So much of the dream that I Da still hinten haben wir den don't Kompost. understand. Einer? Einer von denen. Ja. Und Genau. was hast du da für Gedanken dahinter? Wie funktioniert dein Kompost da? Ja, also da ist einfach, erstens soll es mal den Hang ein bisschen stützen, dass man das Ganze ein bisschen auffüllen kann. Ja. Zweitens, das ist ein schöner Mischkompost. Es hat ein bisschen Abfall von den Tieren, es hat Fettabfall, es hat Abfall vom Holzen. Und das gibt für mich eigentlich eine schöne Mischung. Es wächst immer wieder eine Schicht Gras drüber. Und Also das lässt dann schlussendlich dort liegen, um eine neue Terrasse daraus. da wäre schon die Idee, dass man da ein bisschen auffüllen kann und nachher eine schöne Basis hat, um Terrasse. Ja. Seht ihr, also der Kompost muss nicht immer verschoben werden, kann einfach dort bleiben und Erdfüllmasse sein. ja. Ja? Und in der Zwischenzeit hat es da sicher etwa 3 Millionen Tiere, die drin wohnen. Es hat Vögel, die drinnen nisten. Es hat, also wenn man dort eine Schicht wegnimmt, das lebt, oder? Also das ist wirklich, es ist auch warm. Es Ja. ist auch warm drinnen, oder? Durch die ganzen Gärungs- und Prozesse, die stattfinden im Kompost, entsteht Wärme. Ja. Und das gibt für viele Tiere natürlich die Möglichkeit zu überwintern und Schlupfmöglichkeiten. Ah, man sieht es nicht wegen dem Netz, aber da macht es Gobbel. Ja! 4 Truthahn, die gehen wir anschauen nachher. Und schau mal den grossen Gückel an, das ist der Bruder von Joe. Für all die, die es noch nicht gewusst haben, der Joe ist nämlich hier innen geboren. Das ist sein Ursprung. Been looking at you, but I'd rather see you and follow the path of that old dark emu. Someday my body's gonna breathe its last. Yeah, I'm aware that this too shall pass. But till then, I'll keep singing to the open air. Oben war die zu, hier, die Ja. Tuya. Ja. Da haben wir müssen lernen. Wir haben einen Test rausgeschnitten, weil wir da etwas machen wollten. Dann hat aber die Tuya von Lampen, weil sie braucht den Schutz von ihren eigenen Nest, um die Feuchtigkeit im Boden zu behalten. Und wenn da freigeschnitten ist, trocknet der Boden aus und dann hat sie zu wenig Feuchtigkeit. So lernt man immer wieder, das sind so Rückschritte, die dann, ja... Riesen Fortschritt bringen. Ja, voll. Ja. Genau, richtig. Ein Schritt zurück, zum 3 Schritt vorgehen. Ja! Ne. Also das ist Kompost von letztes Jahr in dem Moment. So. Ja, also da jetzt ein bisschen Geissenmist von diesem Jahr noch drin. Ja, Das sieht man, das ist auch noch nicht ganz verkehrt. genau, das da zum Beispiel. Ja. Aber schön, und dann hast du gerade ein Beet draus gemacht, herrlich. Also es war ein B, das verkehrt ist. Da im Hang sieht man es nicht so gut, aber sieht es nicht. ganz viele verschiedene schöne Sträuchchen und Bäume. Oh, ja. Es gibt eine ganz schöne Wildhecke. Durchmischung vom Feinsten.
Sehen Sie die zwei Pfosten? Also die zwei Doppelpfosten. Das ist der Anfang von einem Benjeshecke. Sehr gut. Und da am Kuhpfad entlang gibt es da eine Benjeshecke. Sehr schön. Abtrennung. Aber die Aussicht, hey. Sehr gut. Warte, kommen wir zurück zum Thema. Die Innenseite von diesen also der Benjeshecke Benjeshecke, die haben wir eigentlich aus mehreren Gründen uns für das entschieden. Und zwar, wir wollen hier noch Garten machen, wir wollen Gemüse abpflanzen. Die Rehe kommen hier weiden, die Gämsche kommen hier weiden. Wir wollen das Gemüse schützen. Ja. Das heisst, mit einer Benjeshecke haben wir einen natürlichen Schutz vor Wildtieren. Aha. Plus am Abend haben wir immer den Bergwind, der von oben herabkommt, der im Sommer sehr angenehm ist. Aber im Frühling und im Herbst wäre es schön, wenn man den ein bisschen bremsen kann. Und da wäre auch die Benjeshecke auch die Idee. Denn es gibt eine natürliche Trennung von der Kuhweide zu unserem Garten. Da kann man da die grusigen Drähtchen sparen. Genau. Ja. Zusätzlich gibt es Lebensraum für viele Insekten und Vögel. Genau, und die Insekten sind eben cool, weil die kommen den Tag aus dem Benjeshecke raus, fressen all die ganzen Milben auf den Salat und gehen am Abend gehen wieder pennen und du hast eigentlich nichts zu tun und es funktioniert einfach. Super, oder? Plus, wenn wir dann die Benjeshecke ergänzen mit einer Wildhecke, das heisst, wir wollen hier auch wieder Lebensraum für vor allem Vögel und Insekten schaffen, auch verschiedene Kriechtiere und sogar Säugetiere finden in einer Wildhecke Unterschlupf. Und auch dort kann man auch wieder profitieren, weil es wachsen Hagebutten, man kann Wildäpfel abpflanzen, Schwarzdorn, Weissdorn, Sanddorn. Das sind alles Hecke. Also die Liste ist so lang! So lang, da können wir gar nicht. Kommen wir nie zum Ende. Und wir probieren einfach für diesen Standort die geeignetsten Pflanzen rauszupflücken. Und da müssen wir uns auch noch ein bisschen damit auseinandersetzen mit dieser Materie. Vielleicht tun wir sogar ein bisschen Hilfe zuziehen. Und so kommen wir dann weiter und das nächste Mal wissen wir es selber. Gerade ein guter Moment, Stichwort Hilfe. Zielerhof kann man unterstützen. Nicht nur, dass man das Video liked, damit es nachher nicht das AI und die Algorithmen weiterverteilt und noch mehr Leute von der Zielerhof erfahren. Ich kann natürlich, oder man kann bei euch auch helfen. Ferien machen. Ferienhaus, das zeigen wir noch, das kommt noch. Das kommt noch, genau. Gästehäuser kommen noch. Aber man kann auch helfen, indem du mir jetzt noch schon einen Kommentar reinschreibst, wenn du schon etwas gesehen hast, wo du eine Idee hast. Inputs helfen immer. Sehr gern, wir sind offen für Ideen und Muskelkraft und hey, und es hat noch mehr Parallelen zu Paradies Ideen. Da kann man auch Patenschaften. Nachher reden wir über Tier und über das Gästehaus und ich muss jetzt schnell Pipi-Pause machen. Someday my body's gonna breathe its last. Yeah, I'm aware that this too shall pass. But till then, I'll keep singing to the open air, hoping there's time to advance a people fair. Da hinter dem Haag haben wir die gute Luise, den Beerenbaum. Seht, da kann man auch mit Holzschnitzel mulchen. Egal eigentlich, mit was du mulchst, das behaltet einfach die Feuchtigkeit. Weil wenn da das Hölzli, ja klar, jetzt hat es geregnet, ist feucht. Aber wenn das Holz lupfst, auch wenn es trocken ist darunter feucht. Und auch die Steine sind da wieder genau für das Gleiche zu haben. Wenn du Steine hast, hast du einfach mehr Feuchtigkeit darunter, auch wenn die Sonne scheint. Darum auch mal einen grossen. Und ja, die Idee vom Wasserspeicher um die Obstbäume herum, oder? Ja, sicher. Ja, das ist auch noch schön. Könnt ihr euch nicht vorstellen, wie schön es auf dem Silahof ist. Wow, schau mal. Und da, diese Aussicht, könnt ihr auch ferienmässig buchen. Da erzählen wir euch nachher gerade mehr. Also auf eine persönliche Note, ich meine, ich spüre nicht viel Neid im Leben, weil mir geht es ja so gut. Aber wenn ich die Hutsammlung anschaue, da werde ich schon ein bisschen eifersüchtig. Wirklich, da muss ich gestehen, so eine geile Hutsammlung. Wow. Well, I've been looking for the Earth People Fair. 5, 6, 7 Leute. Ja, 6 können gut. Mit Stube und eigener Küche. Ja, eigene Küche, eigenes Bad, offen zum Einführen.
Gut. Und wenn man jetzt das 6. Höchste Ferien will machen, Ja. was kostet das? Hey, das ist Nathalie, die Expertin, aber was kostet das? Das Wochenende ist ein bisschen teurer und wir haben eigentlich so einen Grundtarif, dass auch für eine Person cool ist, je nachdem für eine Auszeit. Wie ist das jetzt, wenn Und- jetzt 4, 5 Leute schon da sind? Kann ich als Einzelperson auch noch kommen? Oder Es ist in sich eigentlich eine grosse Wohnung, oder? Es ist, ich sage jetzt, für unkomplizierte Leute ist das vielleicht okay, aber wenn man mit der Familie oder ein bisschen Privatsphäre will, ist es eigentlich, dann wird es schwieriger, ja. Aber den Rest fragen wir Nathalie. Ja, geh schauen. Naturkeller. Im Moment ist noch ein bisschen Lager für Verschiedenes. Aber es lagert hier auch schon unsere Schätze. Es hat ein bisschen Schnaps, ein bisschen Sirup, ein bisschen Konfi, ein bisschen Eingemachtes. Ja, und da haben wir das ganze Jahr die gleiche Temperatur. Im Moment haben wir da noch ein bisschen anderes Zeug. Es sammelt sich auch immer ein bisschen Grümpel. Das ist auch ein geiles Bänkchen. Ja, das haben wir dran. Show me where to find the earth people fade. Auch wenn ich euch gerne habe, ich gehe für euch jetzt nicht da rein. Obwohl, reizen würde es mich schon. Ich weiss schon, was hinter dem Tor ist. Aber er hat gesagt, wir müssen noch mal das Tor zumachen, um mal aufmachen. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, es ist nicht der Elvis Presley, es ist der Abby persönlich. Ein Klassiker. Schau mal den Klassiker an, der Berner 31. Transport-Tipp 20. Die bringt mir im Fall nicht zu Tod. Ja. Gell? Ja. Und Ich musste jetzt dieses Jahr neu vorführen. Hat mich 700 Franken gekostet. Und er weist Dienste. Ich kann mit dem holzen, ich kann Heu transportieren, ich kann Stein transportieren, Kies transportieren. alles. Ich kann easy Tonnen draufladen, ich kann hier im Gelände rein, rauf, runter. Nein, also der ist wertvoll und den würde ich auch nie mehr hergeben. Und der wird auch gepflegt, der wird unterhalten. Und Wow, der Abby. soll er nachlassen? Hallo! Geil. Los! Wir können auch Runde drehen. Oh ja! Achtung, Fena, du musst zu der Claudia. Oder hinten drauf. Ja, nein, sie zu der Claudia. Gut. Mal, ich muss vorglühen, weißt du, das ist ein uralter Diesel. Jetzt rattert es dann. Achtung, Fena! Komm weg! Komm weg! Das ist pure Rock'n'Roll! Let me hear it for the people Also für all die, die es vorher nicht verstanden haben, das ist pure Rock'n'Roll. Heavy Metal. Woohoo! Yes! Lena ist nicht nachgekommen. Sie so, was ist da los? Na komm, wo bist du? Our street's a radish neighborhood. We planted every seed we could, so it would let us turn up all the beat.
Also im Alltag würde ich natürlich Ohrenschutz anlegen. Es ist eigentlich schon noch nötig. So einen schönen Abi. Gerade sind solche Momente, dass ich froh bin, dass wir bei uns oben keine Autos und kein Fahrzeug haben können. Weil ich will sowas von Kamikaze. Haha, ist das geil. Ich bin auch froh. Jetzt kommen die Geissen raus, aus dem Stall raus, die dürfen in die Weide raus. Dann können wir es genauer vorstellen. Und jetzt stellen wir gerade die Fena auf die Probe. Stellen. Taugt sie was als Koppergebrauchshund bei Geissen, die sie nicht kennt? Vielleicht haben sie Respekt. Weil der Odin hat schon lange nicht mehr. Milk and honey, vegetables, so many. Du Patrick, ich muss sagen, ich genieße es gerade, Right here. jemand anders gesehen arbeiten und selber nicht müssen. We started off by baking bread and turned out baking bricks instead. The chickens reckon we're out of control. Was sind das für Geissen? Also die weissische Sahne. Benini ist ein Bündner, Welche ist Ben? die Schwarz. Die schwarze ist eine Bündnerin. Und dann, der Rest sind Mischling eigentlich. Die mit den schwarzen Füßen haben sicher Stiefelgeiss drin. Ja. Ich habe das Gefühl, die mit den länglichen Haaren, so ein bisschen beige, Da könnten hinten, ja. die Pfauen sogar noch etwas drin haben, Okay. eventuell. Aber es ist schwierig zu verfolgen. Und der schwarze heisst Geiss, den kennen ihr alle schon. Aber er sieht ganz anders aus als der Odin. Hä? Du Patrick, ihr habt ja auch Patenschaften für eure Geissen, oder? das ist richtig, ja. Hä? Wie funktioniert das, wenn wir jetzt einen Geiss will bei euch unterstützen? Was unterstützt man da? Was macht so ein Geiss aus? Ja, bei uns ist es halt so, dass Geissen nicht Milch geben oder Fleisch gemacht wird. Die dürfen einfach bei uns sein, die dürfen zu alt werden, bis sie sterben. Und durch das braucht es halt auch ein bisschen Tierarztkosten. Manchmal sind die Pflege ein bisschen aufwendiger. Die einen haben Probleme mit den Gelenken. Und darum haben wir verschiedene Patenschaften. Die kleinste Patenschaft die sichert für einen Geiss Heu für einen Monat lang. Dann die grössere Patenschaft, das deckt noch die ganzen anderen Kosten, wie Klauen schneiden, Tierarztkosten. Man muss sie doch ab und zu entwurmen und so weiter. Deckt das noch ab und dann gibt es eigentlich noch den Gönnerbeitrag, wo man eigentlich dann einfach auch unseren Hof noch ein bisschen unterstützt, dass man mal etwas Neues bauen kann für die Geissen zum Klettern, dass man irgendwie mal einen neuen Haken wieder posten kann. Da gehört halt dann noch ein bisschen mehr rein. Klartext, was heisst der Klein? Wie viel ist das? 25, 50 und 75, glaube ich. Ganz einfach. 25 Oder 100 sogar, glaube ich. Okay. 100. 25, 50 und 100. Gut, immer Verdopplung. Aber ja, ihr macht da etwas Gutes. Schaut mal, wie schön, dass sie es haben. Und jetzt kommt sogar noch die Sonne Genau, für... ja. The sun always shines on the righteous. Und the righteousness is definitely da, die High in Sülerhof. So ist es. Fixed up old and rusty bikes. Now we cycle where we like. Getting by for free is how we roll. With goats and chickens, bees and birds and fruit grown on the trees. We're not perfect, but we do have everything we need. Milk gemacht. Also, nochmal für das Video, das Podest hast du gemacht, Kripfen ist drin gewesen. Nein, Klippe habe auch ich im Nachhinein reingemacht. Ja. Und da hinten das Podestli. Genau, da habe ich einfach Paletten und rein, so, dass es nicht auf dem Betonboden liegt, dass einigermaßen warm liegen können. Ich meine, sie haben schon schön eingestreut natürlich, aber sie liegen schon lieber noch auf Holz. Schön haben sie die Geissen da. Und eben auch da. Das ist auch Patenschaft. Schau mal, der Heu. Der Heu ist wunderbar, aber er hat auch seine Kosten. Aber das Schöne ist, der wird 5-mal gebraucht. Jetzt für die Geissen. Genau. Dann auf den Kompost. Und dann wird er gebraucht, damit es
nicht Stickstoff, wie sagt man? Ach, egal, das schneide ich raus. Auf den Kompost versetze ich das Futter und dann wird es nochmal im Garten benutzt, um den Humus aufstocken. Und dann wird es das letzte Mal benutzt, wenn du den Energiewert im Essen verdauen. 5-mal! Und das mit einmal Patenschaft von einem Geiss. Ganz einfach! So, wieder ein Tim Taylor Moment. Ja, absolut. Ja, gehen wir hämmern in der Werkstatt. Wie sagen, haben wir den? Also, wow, das ist ja riesig! Wow! Hämmer. Nee, ich weiß nicht, ob ihr Hämmer habt. Kommen die! Ja, los, gehen wir rein, rennen. Das hast du alles mitgenommen, oder ist da gewesen? Das ist da gewesen, oder? Nein, das habe ich gekauft. Ja, wir müssen hier den Türrahmen abmontieren und die Mauer rausbrechen, dass ich die Sage überhaupt reingebracht habe. Für 1,5 Tonnen. krass. Kreissage vom Feinsten, hä? Hobel. Hobel auch noch. Und der Abzug, oder? Hat es auch drauf, oder? Nein, die fehlt mir noch. Das ist aber das Nächste. Ja. Der ist auch einer, der nicht sterben kann. Ja. Ich will unbedingt lernen schweissen. Ja. Aber schau mal, wie schön. He? Alles gut aufgeholt. Also das wäre mein Problem. Das wäre nicht aufgeholt. Wow. So schön. Und den Strom hast du genug. Herrlich. Ja, da habe ich auch selber reingezogen. Jetzt müssen wir noch mal schnell festhalten. Der Patrick hat stromtechnisch alles selber gemacht da rein. Und abnehmen lassen am Schluss, oder? Ja, also das Bauprovisorium natürlich, das hat ein Kollege von mir, der Strommaschine gemacht, aber der Rest, die Kleinverteilung und so, das kann man gut selber machen. Das. Tipptopp. Herrlich. Herrlich. So viele Sachen, so viele Möglichkeiten. So schön. Es wird nervös im Hühnerhaus. Und Truthahnhaus. Schau mal den da. Schau mal den. Hey. Einen Gang zurück. Besondere Tiere, hä? Freaky. Ich will auch so einen, Claudia. Leck, bist du ein Schöner. Sind das 2 Junge? Nein, das sind 2 Masthähne eigentlich. Na, die groß? Ja. Nein, das sind eigentlich zwei, die wir aus dem Mast geholt haben. Truthahnmast. Ja, genau. Und sie ist Und sie ist die Schwester vom Aslan. Das ist der Aslan. Aslan. Und Susi ist seine Schwester. Und die zwei heißen einfach Bonnies. Ich kann sie nicht auseinander. Ah, zweimal Bonnie. Zweimal Bonnie. Wir haben eigentlich gemeint, es ist ein Männchen dabei, Bonnie und Klein. Ja, ja. Aber hat sich herausgestellt, es sind 2 Weibchen. Darum Bonnie und Bonnie. Wie ist das eigentlich mit Truthahn und mehrere Männer untereinander? Ja, mehrere Männer, gar nicht gut. Also, da Wie haben mit die den Glück Händen. gehabt. Ja, wir haben Glück. Und das ist der Bruder von Joe, gell? Das ist der Papi von Joe. Ah, das ist der Papi von Joe. Ja, der Papi Wow. von Joe. Geht noch mal ein Stück größer als der Joe, hey. Everything we need. Milk and honey, vegetables, so many tasty treats. It's all right here, growing on our street. Joe sein Papi. Wie heisst der? Prinz. Der Prinz. Und das ist die Mami. Hinten da. Nein, das ist das eine Schwester? Ja, das ist eine Schwester. Das ist die Schwester von Joe. Ich weiß gar nicht, wer das Mami ist. Schön. Das Mami ist eines von diesen Pinkeln. Also dann Orpington sind das, die dunklen. Orpington. Orpington. Also das ist Josies Mami.
sagen wir jetzt, weil eine von denen ist es. Und das ist der Papi von Joe. Und für all die die Riesten noch nicht kennen, weil ihr jetzt Sila-Fans sind, ich zeige euch jetzt gerade den Joe. Er kommt nämlich auch von da. Garden's now immense, cause we pulled down the fence. Well, that might sound intense, but we're friends with common sense. Yeah, 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 yeah. Ich wünsche mir auch Grundlegende, weil ich mit Regenbogen-Eigenschaften verkaufe. So, noch Schuhe abziehen, bevor wir ins Gästehaus gehen. Jetzt gehen wir Ferien machen. So, da könnt ihr... ich tue mal die Kamera kehren. So, da wäre die Küche, die Gemeinschaftsküche. Sehr schön mit den Heizöfen im Ecken. Da kann man da am Abend sitzen und jassen miteinander. Herrlich. Das Badzimmer. Einfach ein WC. Und eben, gell, jetzt, sie haben ein Grauwassersystem. Also das ist wirklich ernst zu nehmen. Bitte. Noch die Dusche. So soll es sein. Und dann, schau mal, da geht es hinterher zu der Stube. Wow, eine alte Schlitte. Leck ist die geil. Leck ist die Schlitte geil. Und dann die Aussicht. Steht man auf dem Sofa. Geht das Fenster. Und ja, genau jetzt. Das ist private Balkon. Private Balkon. Aber jetzt weiss ich, wieso ich in die Ferien gegangen bin. Und jetzt gehen wir noch raus. Herrlich. Das Ferienmusik. Geilste kann man beobachten. Ferien machen halt. So, und der Grill, den du jetzt hier gerade gezeigt hast, das ist ein Gästegrill. Genau, richtig. Also, wenn wir jetzt das sehen, wir haben ja gar noch nicht alles gesehen, aber wenn wir jetzt hier Ferien machen, wo geht man genau ins Garten schauen? Ja, www.zileli.ch. Dort findet man alle Informationen. Da Es hat steht auch es ein paar nochmal. Bilder. Sehr Gehen schauen. Gut. Und so wie ich es richtig verstanden habe, ist es 100 Franken fürs Haus pro Nacht plus noch 25 pro Person. Und dann ist die Reinigung auch inbegriffen, oder? Nein, die kostet dann einfach die Endreinigung 80 Franken. Und am Wochenende ist es, glaube ich, 120 der Grundpreis. Die Grundpreise am Ja. Wochenende. Unter der Woche top. 6. hoch, top. Kann man nichts sagen, oder? Herrlich, schau mal. Was ich zeige euch jetzt gerade noch mal die Aussicht. Goats and chickens, bees and birds and fruit grown on the trees. We're not perfect, but we do have everything we need. Sind das Postkarten von der Natalie selber gemacht? Also, ja, doch, ich glaube alle, ja. Natalie ist nämlich eine begnadete Fotografin und stellt eigene Postkarten her. Also wenn man da ist, muss man natürlich ein Postkärtchen schicken. Und die kann man abstellen auf der Homepage, oder? Kann man auch, ja, auf jeden Fall. Genau. Also für schöne Fotos in klein und gross, das ist auch von ihr, oder? Nein, Nicht. das ist von ihrem Chef. Ist das für ihr? Ja. Ha! Ja, kann man. Schau, ich zeige euch. Und das da ist auch von ihr dort. Oh, da sieht man es gar nicht so richtig gut. Aber ich sage euch, es ist richtig gut. Und solche Fotografien auf der Hauswand, oder? Ist doch schön. Mehr erfahren die auch auf silihof.ch. Und da, der Kalender ist einfach Das ist vom Zielenhof-Kalender, ja. Zielenhof-Kalender. Gibt es auch fürs 23 eins? Der ist nicht aufs Jahr bestimmt, es sind keine Tage eingeteilt. Das kann man so als Geburtstagskalender brauchen oder ja. Ich würde sagen, nachhaltig überlegt. So schön. Auch auf www.sili.ch.
Seelenhof.ch. Seelenhof. Seelenhof. Ich verkacke mal. Das sind wirklich die uralten, das war noch ein offenes Feuer hier drinnen. Das war die Feuerstelle dort eigentlich noch. Das ist wirklich die Überreste vom offenen Feuer. Ja. Und da, das ist, die haben Käse gemacht. Das war Käsekesse drin und ja. So, jetzt kommen wir auf zu den Schlafzimmer. Ein kleines Zweierzimmerli. Klassische Bauernhaus. Und eben am Morgen nochmal steht man auf und weiss innerhalb von 10 Sekunden, wieso man in die Ferien gegangen ist. Have everything we need. Milk and honey, vegetables, so many tasty treats. It's all right here, growing on our street. Yeah, well, there's goats and chickens, bees and birds and fruit grown on the trees. We're not perfect, but we do have everything we need. Milk and honey, vegetables, so many tasty treats. It's all right here, growing on our street. Well, there's so much goodness growing on our street. Oh, so come on and let's all grow it on our street. Meine Pipi-Pause ist vorbei und sowieso, wir sind so viel am Schwätzen, das könnt ihr gar nicht vorstellen. Es ist so schön. Aber jetzt ist noch etwas passiert, jetzt ist da noch Besuch auf Besuch gekommen. Und der Besuch auf Besuch ist einfach zufälligerweise auch Thema Permakultur und er ist gekommen, auch den Seelenhof schauen. Und er ist der Koch im Moment von der... Schweibenalb. Hey, stell dir schnell Farbe vor. Sally, ich bin der Nikolai, koche im Moment auf der Schweibenalb. Und ja, bin da zu Besuch. Okay, so schön. Hey, so, das Alle nennt man zusammen. Synchronität oder so irgendetwas Ähnliches, gell? Jetzt, und vorne hat er eben gerade erzählt von wegen schlechten Content im YouTube. Nein, er hat gesagt von wegen richtig guten Content im YouTube. Wir sind nämlich positiv unterwegs da bei uns. Und darum bereichern er jetzt den nächsten Teil von unserer Besichtigungstour. Hey, auf Besuch in Seelenhof! Hey, ist es nicht schön da? Es ist wunderschön da. Hey, Es der ist Patrick wunderschön und da. Nathalie, die machen Ja. das so gut. Das ist so, ja. Gell? Hey, so geil. Bis jetzt bin ich nur vorbeigelaufen. Aber das ist doch ein Gewächshaus, nennt man doch das. Ha, da wächst richtig schön, da kommt schon wieder Neues. Rundherum durch. Everywhere my friends are all around me. And it's my guess that they are with you too. Ah, ich liebe Tore mit dem Nirgendwo. Das sind immer so Tore, da fragt man sich, ist da echt eine andere Dimension auf der anderen Seite? Zumindest ist eine andere Perspektive auf der anderen Seite vom Tor. Dimension weiß ich nicht, aber Dimensionen sind da eh. Puh. Wenn ich jetzt könnte jodeln, ich würde jodeln. Wer kennt das? Bitte kommentieren, wenn du weißt, was das für ein Tier ist. Well, who are all these friends I hear you asking? Right now it feels like I am all alone. But friends are always right there when you need them. Stein. Groß und klein. Sag mir doch, was du früher bist. Making up this place that we call home. Das sind Sachen, die ich so richtig spannend finde. Alte Steinhäufen, die eigentlich etwas gewesen sein. We call home. Well, let me introduce you to some of my good friends. And you may recognize them as someone whom you depend. Ich sehe da einen Teich. There's the trees Ein Becken. and the bees. Sogar vielleicht The rivers, zum dem Schwimmen. you Aber and definitiv das Bewusstlungssystem. So, Patrick. Ja.
Wo sind wir da? Ja, da sind wir am Waldrand oben. Ja. Wie weit auf geht's bei dir noch? Bis zum Wanderweg rauf. Der geht dort oben am Häusli. Ja. 5 Meter oben am Häusli, da gerade über. Oben durch. Weißt du, wie viel Hektare Wald das ist? Ja, also unser ganzes Grundstück sind ca. 50'000 Quadratmeter und ich würde sagen, es ist wahrscheinlich etwa... Du hast jetzt gerade gesagt, 50'000 Quadratmeter, also 5 Hektare, Genau. mit etwa ein Drittel Wald. Drittel bis die Hälfte Wald, ja. Ja. Und wie hast du den Wald hast du schon Pläne für den Wald? Hey, ich finde, der Wald darf Wald sein, das ist wertvoll, auch für Wildtiere vor allem. Für gewisse Vogelarten, gerade hier bei uns, wo am Südhang vom Brienzersee so eine hohe Biodiversität haben, wenn wir das fördern. Wir wollen den Wald eigentlich mehr oder weniger sich selbst überlassen. Wenn ein prekärer Baum mal fällt, dann räumen wir den raus. Wir sind auch froh, dass wir Brennholz davon haben. Und ja, unser Ziel ist, mit der Natur zu arbeiten und nicht irgendwie sie auszubieten. Und darum ein gesunder Wald ist für mich einer, der einfach sein darf und wo ein Mensch nicht allzu fest eingreift. Ja, das können wir darüber diskutieren, aber das machen wir jetzt nicht am Kamera. You'll find friends in unexpected places. Plants, animals and other people too. Hey, falls du gerade am Schauen bist und du denkst, wow, meine Schäfe würden sich wohlfühlen da, wäre es vielleicht doch eine Möglichkeit, dass du dich verbindest, weil im Moment wird es nicht gebraucht. Habe ich mir sagen lassen. Oh, ist das schön. In real life more than in cyberspaces. And friends don't always look or think like you. Ah, direkt. Wow, da haben sie sich noch etwas überlegt. Ja, Ja, früher war alles viel besser gewesen. Darum kann ich es mal so nicht lassen. A good friend, here are some things that Ja. cups of tea. Und dann ist da der Heu. Und gut ist. Weißt du, man hat eben immer schon genug zu tun gehabt. Darum hat man das Leben sich einfach machen. Hä, super geil. Uah! Ha ha! Oh, with the trees and the bees, the rivers and everything you see. das Wasserreservoir anschauen. Unbedingt! Unbedingt! Sicher gesehen mit den Regenbogen? Patrick, du hast ihm vorher gesagt. Ich habe es gesagt. Hast du viele Regenbogen da? Ja, Schön. wir Hä? haben viele Regenbögen, wirklich. The rivers and everything you see. That's right. We're all friends. Bacteria. We're all friends. Eukaryotes. We're all friends. Arcadia. We're all friends. You and you and what about you and them and that thing over there? It's not even really a thing. It's my friend. Hey, well, we're all friends. Wow, einfach der eigene Reservoir. Schöner Moment. Ja, 1000 Liter. 3'500 Liter zu jedem Moment. Ja, also solange natürlich die Pumpe läuft, muss natürlich gespissen werden. Und von wo wird das gespissen? Dann kommen wir nachher weiter dazu, laufen nachher den Weg runter und dann gehen wir die Quellfassung anschauen und wir können auch schnell das Pumpenhäuschen anschauen. Spannende Sache. Das hier unten ist der Überlauf. Es ist gerade Action. Was ist los, Patrick? Die Pumpe saugt Luft an und wenn sie Luft ansaugt, kann sie den Druck nicht aufrechterhalten und dann stellt sie ab. Tell them you're dreaming. We need more dreamers like you. Tell them you're dreaming. Cause dreams lead to things that you do. When you see in your mind what can be, then in time you just might make your dreams come true.
das ist der Überfluss. Haha, so gut geht es uns. Wir haben einfach Wasser im Überfluss. Und da, hinter der jetzt frisch genannten Sprungschanze, ist Pumpe. Da hinten dran. Und da pumpt die Quellwasser, das dort eingefasst wird und da oben Reservoir gespeichert wird, zum da hinten das Haus, wo geduscht wird. Da kommt mir im Fall der Lion King in den Sinn mit Circle of Life. Einfach der Circle of Wasser. Hey, Patrick, geiles Sieg, ich gönn dir das so fest. So schön hast du es da und so schön hast du es gemacht. Danke, Und schön. jetzt- Schön, sind ihr dabei gewesen. Hey, gell? Schön, dass wir dabei sein. Wir sagen alle Danke. Im Namen von allen sage ich Danke. Und weißt du was, ich sage dir jetzt auch gerade live, als du mein Wort hast, wenn ihr ein Hecken bauen, dort Holz aus dem Wald rausschneiden, ich bin dabei. Yes, machen wir. Machen wir einen Tag, Ja, gibst mir Bescheid, ich nehme mir frei. Dann laden wir den Pascal noch ein. Oh ja, und, Pascal, ja, sowieso. Wenn's siehst, Und der Michi und alle, die wir Ja. gemeinsam kennen. Weißt du was, komm, wir machen gerade einfach so einen Tag. einfach das Häuschen, Genau das Häuschen. ein paar Leute Platz. Machen wir einen Tag, einmal Benjas Hecken bauen, 10. Höhe, einen Tag. Das Yes. machen wir. Jetzt bist du Und dabei. ein geiles Video im Timer-Affer vom Morgen bis zum Abend. So ist es. Und die nicht wollen, können den Masken anlegen. Sie sind Ja. Bürst. Ciao zusammen, danke fürs zusammen. Schauen. Tschüss. Wow, was für ein Tag. Was für ein Hof. Was für ein Bärli. So schön war das gewesen. Wenn Claudia würde warten, würde ich mal herausfinden, was sie davon halten. Das ist schon, weil du immer so aufgehalten wirst. Ja, ich muss jetzt Und dann hin. hast du sowieso so lange bei und holst mich. So ist es immer und dann muss ich dir nachsäckeln. Gut, hey, wie hast du es gefunden? Super. Mega, hey, ihr seid einfach Hammer, ja. Nein, ich finde es super da. Also Sireli, wirklich kann man nur empfehlen, gell? Genau, Berner Oberland, die erste Woche, zweite Woche dann Oberwallis. So hast du 2 Wochen wunderschöne Hammerferien. Hammerferien, würde ich sagen. Oder? Machen wir ein Package. Wenn ihr beides bucht, gibt es einen Special Deal. Gell, Nathalie? Gell, Patrick? Danke vielmals, dass wir bei uns sein. Super, ja, merci. Und dann das Liken, wenn ihr Silenhof-Fans sind oder geworden sind. Und ja, Geht auf die Homepage schauen und schauen, was sie so alles machen. ciao zusammen. Tschüss. We can try turning dark into